Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, diesmal vor dem Spiel zu Hause gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Wie immer werde ich euch hier meine Einschätzung zum Spiel sagen und euch die Mannschaft zeigen, wie ich sie ins Rennen schicken würde. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Zumindest wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Ja, kommen wir zum Spiel. Ja, ich denke Sporting, 10 Punkte bisher in der Champions League. Das sagt eigentlich schon alles aus. Keine schlechte Mannschaft. Ich meine, wir können uns auch mal die Ergebnisse anschauen. Wenn wir mal unser Fly nebenbei mal machen eben. Ist ja nicht das Problem. Wird natürlich hell. Ähm, düt, 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 düt. Ja, wie gesagt, ich habe es schon in der Reaction gesagt zur Pressekonferenz. Ähm Wenn du deine PS auf dem Rasen bekommst, wir spielen zu Hause, da darf es keine Ausreden geben. Ja, ist ein starker Gegner, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch jetzt auch nicht überstark, muss man nicht, besonders oder extra stark reden. Ja, wir spielen zu Hause, du musst deine PS auf den Rasen bringen und dann musst du das Spiel gewinnen, wenn du die ersten 8 kommen willst. Punkt. Ja. Gut, gucken wir mal auf die 5 Spiele bisher von Sporting. Die haben das letzte Spiel zu Hause 2:1 gegen Brügge gewonnen. Davor haben sie auswärts bei Juve 0:0 gespielt. Dann haben sie davor 1:2 zu Hause gegen Marseille verloren. Ja, am zweiten Spieltag haben sie auswärts 2:1 bei Neapel verloren. Wie kommen die denn auf 10 Punkte, Alter? Das erste Spiel haben sie 2:1 gegen Karaj Atima gewonnen. Ähm Fake News unterwegs oder was? Ich muss ja gut die Tabelle angucken, Alter. Das sind doch keine 10 Punkte oder habe ich irgendwas verpeilt? Habe ich irgendwas verpeilt, Leute? Tabelle. Sporting 10 Punkte, Alter. Wild. Naja, die Ergebnisse haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, ja. Also nochmal, wir brauchen die Mannschaft nicht künstlich stark reden. Die haben zu Hause gegen Brügge 2:1 gewonnen. Die haben 'n Punkt bei Juve geholt. Ja, Hut ab. Ist jetzt aber auch nicht, das Juve, was mal ist. Und dann haben sie düt, 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 düt. Ich finde es nicht. Wild. Erster Spieltag hier. Gegen Kairat Almaty haben die 2:1 gewonnen. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, nochmal, ist 'ne Mannschaft, die mit Sicherheit eine gewisse Qualität hat. Brauchen wir nicht drüber reden, aber müssen wir jetzt auch nicht, unendlich stark reden. Ich habe es in der PK-Reaction gesagt, wir haben zu Hause gegen Chelsea gewonnen, wir haben in Paris gewonnen. Also gibt es keine Ausrede, dass man zu Hause nicht gegen Sporting gewinnt. Punkt. Mein Tipp: 3:1 für uns. Und damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Gut, ich würde 'ne Obich aufstellen, wird natürlich nicht passieren. Manuel Neuer wird im Tor stehen, hat Vinny heute schon gesagt. Ändert nichts daran, dass ich am Obich festhalten würde, und dem Neuer mal 'ne kleine Denkpause geben würde bis Weihnachten. Die hat er sich auf jeden Fall mal verdient, ne? Gut, Innenverteidigung, Jonathan Tah hat ja Pause gehabt, von daher, sollte Tah frisch sein. Ich würde 'n Tah reinbringen. Ich würde 'n Min-Jae daneben stellen, damit der Opa mal 'ne Pause hat, ja. Alternativ haben wir natürlich immer noch Opa und wir haben natürlich auch 'n Ito, der kann natürlich auch, müssten jetzt andersrum eigentlich sein. Komm. Machen wir's. Linksfuß nach links, Rechtsfuß nach rechts. Sind wir mal kleinkariert heute. Gut, Conny Leimer. Conny Leimer wird bei mir auf der linken Seite auflaufen. Ich gehe davon aus, dass er auf der rechten Seite auflaufen wird. Auf der rechten Seite würde bei mir Stunny auflaufen. Wie gesagt, die beiden werden die Rollen tauschen unter Vinny.
Boe, I don't know, hat angeblich auch nicht mittrainiert. Ansonsten Fonso Davies wird auf der Bank sitzen. Das haben wir auch schon gehört. Alternative haben wir natürlich hier auch 'n Ito oder 'n Guerrero, aber die Leistung, die ich von Guerrero gesehen habe, Alter, sind 'ne Frechheit, deswegen stelle ich den gar nicht erst hier rein als Alternative. Den Part schenke ich mir einfach mal. In der Mitte Josh. Ja, Kimmich wirkte wieder 'n bisschen frischer. Das sah fein aus. Ich würde auf jeden Fall anfangen mit Pavlo. Ja, ich würde 'n Pavlo jetzt aber auch nicht überbelasten. 'Ne Halbzeit Pavlo und die andere Halbzeit würde ich Tom Bischof spielen lassen neben Josh. Düt, 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 düt. Vielleicht unter B, mal gucken. Alternative haben wir natürlich noch Leon Goretzka, der für mich auch nicht wirklich 'ne Alternative ist. Die Leistung war auch unterirdisch. Ähm, ansonsten, ich hätte auch kein Problem mit Pavlo Bischof. Wenn Kimmich nicht könnte, dann würde ich komm, ich trage es auch gerne hier ein. Hier, Doppel-Bischof, fertig. Ja, das wäre meine Zentrale. Vorne die 4 stehen eigentlich. Also, da gibt's eigentlich nichts, was du irgendwie anders machen kannst. Heavy, da können wir natürlich 'n Jackson für einsmashen. Ja, Diaz ist nicht da, der ist gesperrt. Der ist am Wochenende auch gesperrt, deswegen hat der Sonderurlaub. Also fängst du mit dem Serge an. Du fängst mit dem Lennart an, mit dem Lenny in der Mitte und rechts natürlich Michael Olise. Das ist es, ja. Ich meine, wir können hier gerne 'n Guerrero eintragen, damit er aufm Papier steht. Ähm, aber er hat gegen Stuttgart auch Zehner gespielt und du hast ihn nicht wahrgenommen. Also, das ist nicht wirklich 'ne Alternative, Alter. Das muss man so klar sagen, ja. Dann besser Harry Kane nach hinten ziehen und Jackson vorne auf die 9, anstatt, Guerrero da einzuwechseln, ja. Für die rechte Seite, ja, haben wir jetzt aufm Papier keinen, ja. Ich weiß nicht, ob noch 'n Jugendspieler reinrückt. Ähm Ja, ansonsten Bischof kann 'ne Position weiter vorne spielen, Stunny könnte 'ne Position weiter vorne spielen. 'N Conny Leimer könnte 'ne Position weiter vorne spielen. Also, ich denke, wir haben da genug Alternativen, die da hingehen könnten. Lennart Karl kann natürlich auch nach außen weichen und wir könnten in der Mitte 'n Tom Bischof auf die 10 stellen, etc., ja. Wir haben ganz, ganz viele Spieler, die auf mehreren Positionen spielen könnten, dass das eigentlich kein Problem ist. Ja, aber vorne die einzige wirkliche Alternative wäre Nicolas Jackson, wenn du anders anfangen wollen würdest, ja, und dir noch 'ne Wechseloption, die vielleicht noch mal 'n bisschen mehr Schwung bringen kann, dann aufheben möchtest. Keine Ahnung. Ich würde so anfangen, volles Rohr, Attacke, zusehen, dass man 2, 3 Hütten macht und dann ist doch gut, dann kannst du den Bums nach Hause schaukeln. Ja, das wäre meine Aufstellung. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein super gutes Spiel. Leute, denkt dran, 18:45 spielen wir, nicht erst um 21 Uhr. Ganz wichtig. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.